Ich hatte mit 12 Selbstmordgedanken gehabt. Und ich habe es lange niemandem gesagt, weil ich kenne viele Kollegen, die wirklich nichts haben können. Und ich habe so gedacht, ich kann nicht so denken, weil mir geht es ja eigentlich noch gut, auch wenn ich eine Behinderung habe. Jenny, du hast dich bei Happy Day gemeldet, Genau. um der Lea eine Überraschung zu machen, zu ihr etwas schenken. Warum eigentlich? Weil ich einfach finde, Lea hat im Leben so viele schlechte Zeiten durchgemacht, so viel Schlechtes erlebt, wo ich finde, dass wir ihr auch wieder mal einen positiven Vibe in ihr Leben hineinbringen dürfen. Und ich auch finde, sie hat es verdient, absolut. Sie ist eine starke Persönlichkeit, Ja, ja, sehr. Lea ist früher, als sie noch sehr klein war, hat sie nichts untergebracht, wirklich nichts. Sie war immer ein Smilekäfer und hat immer gelacht. Und jetzt in letzter Zeit mit den letzten Schicksalsschlägen hat man dann schon auch gemerkt, dass auch sie mal ein Tief hat. Ja. Die Lea hat mit ihren 18 Jahren schon unglaublich viel durchgemacht. 2003 kommt sie mit einer sehr seltenen Krankheit auf die Welt. Das habe ich seit der Geburt. Das ist ein Gendefekt. Und also ich bin auch kleinwüchsig und kann auch nicht alle Knochen, also es bildet die auch. Und also als Baby hatte ich so Klumpfüße, so runde. Und auch wie hier der Arm. Die Lea leidet am Baller-Gerold-Syndrom. Eine Krankheit, die weltweit nur 30 Menschen haben. Die Ursi, die Lea, ihre Mami, mag sich noch gut an die Zeit nach der Geburt erinnern. Du sollst eigentlich fröhlich sein oder glücklich sein, dass du ein Kind hast. Und irgendwie sind wir so traurig gewesen, nicht recht gewusst, was heisst jetzt das, was bedeutet das, was ist mit dem Kind los überhaupt und so. Also die Ausgangslage war eigentlich sehr schlecht gewesen. Also das heisst, sie haben uns wirklich gesagt, wir wissen nicht, ob sie mal gehört, sieht, ob sie reden kann. Einfach wirklich null, oder? Aber die Lea macht Fortschritt. Mit 4 kann sie selber schlucken und essen, mit 9 lernt sie laufen. In mehr als 50 Operationen werden ihre Knochen begradigt. Aber die Krankheit ist für die Lea nicht nur ein körperliches Problem. Sie wird auch immer mehr zu einer psychischen Belastung. Ich hatte mit 12 Selbstmordgedanken gehabt. Und ich habe es lange niemandem gesagt, weil ich kenne viele Kollegen, die wirklich nichts haben können. Und ich habe so gedacht, ich kann nicht so denken, weil mir geht es ja eigentlich noch gut, auch wenn ich eine Behinderung habe. Und ja, es fühlt sich halt schwer an und halt auch. Ich fühle mich halt sehr oft schuldig, weil ich weiß, ich habe nichts für meine Behinderung, aber meine Mami und alle anderen müssen Glück gesagt mehr machen wegen mir. Und ja, da fühle ich mich halt oft alleine und also mit meinem Körper und ja, ich denke dann, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da bin für alle anderen. Zu wissen, dass sich die Lea solche Gedanken macht, bricht der Ursis Herz. Das ist mega schwierig. Einfach zu sehen, dass es deinem Kind nicht gut geht. Du kannst nicht helfen. Du kannst ihm es auch nicht abnehmen. Ja, weil du würdest ja alles für deine Kinder machen. Aber man ist halt, man ist gebunden, man ist dem Schicksal überlassen. Ja. Das letzte Jahr legt das Schicksal der Lea und ihrer Familie einmal mehr einen riesigen Stein in den Weg. Die Ärzte finden einen Tumor in ihrem Bein. Es ist Knochenkrebs. Die Lea muss sofort mit einer Chemo anfangen und stellt sich einmal mehr die Frage, warum ich? Ich weiss, die Frage bringt nichts, aber gleich tust du die Frage dir stellen. Bald ist klar, dass man der Lea ihr Bein trotz der Therapie amputieren muss.
Für mich war es schwierig, weil du gewusst hast, du hast irgendwie noch 4 Tage und dann ist es so weit. Für mich war das ja, noch recht schwierig. Ja, und am 4. Januar war dann die Amputation. Meine Eltern sind mitgekommen. Und ja, es war für alle schwierig. 2 Sachen haben der Lea in dieser Zeit Kraft gegeben. Ihre Familie, die immer zusammen mit ihr gekämpft hat, und ein spezielles Lied. Also ist da jemand von Adel Tawilis. Und bei dem Lied ist halt so die Frage, ja, ist da jemand, also ist da jemand da und dich versteht. Und ich habe mich sehr oft gefragt und ich habe mich also sehr oft alleine gefühlt, dass es immer noch so ist. Und ja, ich habe mich dann durch das Lied ein bisschen verstanden gefühlt und nicht ganz alleine. Ja. Der Adel Tawil landet 2017 mit seinem Song «Ist da jemand?» ein grosser Hit, der nicht nur die Lea stark berührt. Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand? Und wegen ihm sind wir heute hier am Flughafen Zürich. Der Adel Tawil ist nämlich extra für diesen Happy Day aus Berlin eingeflogen. Hey, ich kenne ihn sogar mit der Maske. Ja, das müssten Sie. Hallo. Man kennt dich auch mit Maske. Mit Maske. Adel, hallo. Das ist Jenny. Hallo. Adel Tawil. Hallo. Freut mich. Oh, so schön, dich wieder mal in der Show zu haben. Ja, Welcome wunderbar. back. Natürlich bin ich sofort hergekommen. Also Ja. das gehört sich so. Was meinst du, wie reagiert sie denn, wenn sie den Adel Tawil sieht? Also ich kann es nicht so einschätzen. Sie wird sicher sich freuen, aber Was macht es denn mit dir, wenn du merkst, dass du für jemanden singst und deine Musik jemandem so viel bedeutet? Also das ist so, ja, das Allerschönste, muss ich wirklich sagen. Also die persönlichen Geschichten der Menschen, die sie mit meinen Liedern verbinden, da ist man so dankbar und demütig. Also Ja. das ist wirklich etwas, weil da spürt man, was Musik alles erreichen Ja. kann, ne? Und wie es die Menschen wirklich in ihrem Leben begleitet. Und deswegen macht es mir so großen Spaß. Also bei Lea ist es ganz stark. Ach, schön. Ey, ich hab auf jeden Fall gesehen, die muss sehr, sehr stark sein. Ich habe da großen Respekt vor, die mit Krankheit auch umgehen zu können. Ja. Und deswegen, für mich wird das auch heute eine ganz besondere Begegnung. Dann lass uns losgehen. Wir haben einen vollen Tag heute. An die Arbeit. So, bitteschön. Zusammen mit dem Adel machen wir uns auf den Weg auf Baden, ganz in der Nähe von der Lea ihrem Daheim. Hier in dieser Bar direkt an der Limit soll später die grosse Überraschung für die Lea stattfinden. Wir laden den Adel schon mal aus. So, mein Herr. Bitteschön. Danke. Bis später. Ciao. Aber der Adel ist nicht allein. Der Lea, ihre Familie und Freunde warten schon. Auch sie sind ein wichtiger Teil unserer Überraschung. Wir machen das so, ihr haltet euch quasi im Hintergrund und ich verstecke mich jetzt in der Bar hinten. Ja? Dann bis gleich. Auf Fuß gelegen. Tschüss. Unterdessen sind Jenny und ich bei der Lea angekommen. Sie weiss, dass Jenny heute vorbeikommt, aber mit mir rechnet sie natürlich nicht. ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Hallo. Alles klar? Hoi Lea. Grüezi. Alles klar? Als ich es dann gesehen habe, konnte ich es nicht so ganz glauben, weil ich habe schon mega lange mal an Happy Day, also so einen Happy Day haben. Und ich hätte nie gedacht, dass ich da wirklich mal einen bekomme. Heute ist dein Happy Day. Wir haben eine Überraschung für dich, Jenny und ich. Und jetzt müsstest du einfach mitkommen mit uns. Geht das? Ja. Ja.
Oder haben wir dich gestört bei etwas? Sollen wir später noch mal kommen? Komm, also, dann gehen wir. Dann geht es jetzt los. Ich habe gedacht, krass, weil ich schaue Happy Day schon mega. Also habe ich schon viel mal gesehen und dann weiss ich schon, was er damit sagt. Aber ja, wenn es dann wirklich um dich geht, dann ist es noch etwas anderes. Der Happy Day gehört einzig und allein der Lea. Vor der grossen Überraschung werde ich aber noch einen Moment mit ihr reden. Ja, Lea. Jenny hat sich ja bei Happy Day gemeldet. Hat uns ein bisschen erzählt, was du schon alles hast müssen erleben. Das ist extrem. Also, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, boah, das sind einige Schicksalsschläge. Du hast so viele Operationen müssen über dich schauen und am Schluss noch Krebsdiagnose, ein Bein amputieren. Also, das ist unvorstellbar. Woher nimmst du denn die Kraft, um das auszuhalten? Ja, durch halt durch die Leute. Also, ich rede mit meiner Psychologin viel und ich weiss teilweise selber nicht, wie ich es verkrafte. Aber man muss halt das irgendwie... Man hat keine andere Wahl, als dass man einfach weitergeht. Fühlst du dich manchmal auch allein? Ja, sehr oft. Also klar, man hat Leute um sich. Das ist nicht das allein, was ich fühle, sondern mit meiner Behinderung und mit meinem Körper. So fühle ich mich allein. Weil ich habe viele Kollegen, die auch eine Behinderung haben. Aber ich kenne niemanden, der die gleiche Behinderung hat. Aber du kannst das auch mit niemandem teilen. Es versteht es vielleicht auch gar niemand zu 100%, oder? Ja. Jenny, du hast dich bei Happy Day gemeldet, um mir auch etwas zu sagen oder etwas zurückzugeben. Sagst du in deinen Worten? Ja, ich habe mich bei Happy Day gemeldet, um dir zu zeigen, dass es Happy Days gibt, dass es die öfter geben soll und dass man versuchen soll, das Beste rauszuholen. Und das machst du jeden Tag, das weiss ich. Und du hast es absolut verdient, heute einen Happy Day zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass Jenny sich meldet und dass Jenny auf die Idee kommt, mich anzumelden. Aber ich habe es natürlich mega schön gefunden, dass ich ihr auch so wichtig bin. Was tröstet dich eigentlich am meisten, wenn es dir wirklich schlecht geht? Also mir hilft es halt, wenn jemand da ist, und ich kann reden und mich versteht. Und ja, Musik auch. Was denn so zum Beispiel? Ganz unterschiedlich. Also. Du hast mir gesagt, es gäbe ein Lied, das ich immer wieder gehört habe. Ja. Das ist von einem Sänger, wo du viel gehört hast, wo mir auch als Mami gesagt hat, dass du es immer wieder gehört hast. Wo er gesagt hat, ja, ob ich ein Lied im Kopf habe. Und ich zwar schon an das Lied gedacht, aber ich habe gedacht, ja, das ist wahrscheinlich nicht. Aber Adel Tawil. Ja. Hast du doch immer wieder gehört, oder? Ja. Was bedeutet das an dir, das Lied? Ja, ich habe mich halt selber wieder... Also, als ich das gehört habe, das ist wie wenn ich es selber geschrieben hätte. Ah ja. Ja, weil ich halt mich oft alleine gefühlt habe. Und ich mich oft gefragt habe, ob jemand da ist und Ja. mich einfach tröstet. Und, ja. Also da ist jemand, der möchte zu dir kommen und dir etwas sagen, Lea. Hallo Lea. Hallo. Hi, da. Ich setze mich mal zu euch, darf ich? Ja. Ja, sehr gut. Ist das eine Überraschung? Ja. Schon, ne? Liebe Lea, ich fand das so toll, dass du dieses Lied so schön findest und es so oft gehört hast und es dir geholfen hat durch schwierige Zeiten. Wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen dich überraschen und ich singe das für dich jetzt. Wollen wir das so machen? Ja. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Du bist jetzt in der ersten Reihe. Das ist ein Privatkonzert für dich. So näher kann man Star sein, da bin ich noch nie. Und er ist auch
wenn man so mit ihm redet, er ist gar nicht wie ein Star, er ist auch wie ein normaler Mensch. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht, kannst wieder mal nicht schlafen. Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine. Und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand um dich rum? Ja, es ist mega etwas Spezielles und ich meine, normalerweise singt er für x Menschen und er hat ja nur für mich gesungen. Ja, das habe ich auch sehr schön gefunden. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich. Als das Lied gelaufen ist, dann habe ich wieder zurückgedacht, wie ich es gehört habe, wie es mir gegangen ist. Es ist halt alles da wieder vorgekommen. Ist da jemand, wenn man nicht mehr danach sucht, kommt so vieles von allein. Hinter jeder neuen Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme in dir sagt. Liebe Lea, ich weiß, du hast sehr, sehr viel durchgemacht und ich habe wirklich den größten Respekt vor dieser unfassbaren Kraft, mit der du das alles durchstehst. Und wirklich, da ziehe ich meinen Hut. Du bist eine Kämpferin mit einem wirklichen Löwenherz. Und sicherlich hast du dir auch oft die Frage gestellt, ist da jemand? Ist da jemand? Und ich kann dir sagen, ja, da ist jemand. Da ist jemand, der dein Herz versteht, der mit dir bis ans Ende geht. Wenn du selber nicht mehr an dich glaubst, dann ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt. Immer wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand, da ist Also eigentlich habe ich gar nicht mehr gedacht, ich habe einfach noch nicht gefühlt. und der mit dir bis ans Ende geht. Dass ich halt doch nicht so ganz alleine bin. Klar, mit meiner Behinderung immer noch. Und ich werde das Gefühl wahrscheinlich sehr lange noch haben. Aber das sonst alleine sein, das Gefühl, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weniger. Dann ist da jemand. Es war emotional und ich glaube, es hat dir auch wieder mal gezeigt, wie viele Leute das sind. Und nicht nur die Einzelnen, sondern auf die Masse an, dass viele Leute da sind. Ist da jemand? Ist da jemand? Seit 18 Jahren sind wir da. Mehr können wir ja nicht machen, wir können sie ja nicht abnehmen. Leider. Ist da jemand, der dir den Schatten von der Seele nimmt und dich sicher nach Hause bringt? Es war einfach nur schön. Und ich habe dann einfach nicht an was noch kommt gedacht, sondern einfach den Tag genossen. Und ja, halt wirklich, dass er den Hut von dir abzieht und dass er berührt ist von dir und von deiner Geschichte. Das habe ich auch mega schön gefunden. Ja, das nehme ich mit. Dann ist da jemand,